Das ist ein ganz interessant, passionant und zum Teil auch ganz schön technisch Debatte. Für all die als nolauusstellen nicht aus der Landwirtschaft sind, muss ich so, wenn wir hier über Landwirtschaftspolitik schwätzen, dann ist das auch ganz viel EU-Politik. Die EU-Agrarpolitik aus dem letzten Jahrtausend wird Gott sei Dank ausgedenkt. Wir können uns erinnern, wenn wir damals neues Werk gesehen haben, wir hören im Radio von Butterbierger und von Milchsäuen. Und heute ist der Fakt, dass wir nicht wissen, wie wir die 9 Milliarden Erdebierger, die wir 2050 werden haben, sollen ernähren. Und ernährt wird der Mensch nun einmal von Agrarprodukten. Und dafür ist die Diskussion hier so wichtig. Mit immer mehr Wasser, mit immer mehr Dünger, mit immer mehr Energie, auf immer mehr Land, sollen als Bauern immer mehr umweltverträglich, immer mehr produzieren, und das bei den Marktpreisen, die wir kennen. Das ist ganz einfach utopisch. Gleichzeitig profitieren wir alle Guten als Gesellschaft, als Bürger, von der Landwirtschaft, von ihren Produkten, aber auch von dem, was sie leisten. Für die Natur, das habe ich schon gesagt, für die Umwelt, für die Weden, für eine diversifizierte Natur. Und das ist meine erste Konklusion. Das, was als Bauern an allererster Linie brauchen, als Landwirtschaft braucht, ist nicht Unerkennung, ein Respekt durch Bürger, aber auch auf allem durch als Politik. Respekt allein geht aber nicht durch. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Da kommen Situationen von den Bauern, als sie ungeschwert gehen. Wie die Majorität hier in Spur alias Bezuhlpark vorgestellt wird, als die Landwirtschaft urig gebeidelt gibt. Neue Taxen an dem Bereich belaufen sich bis 2018, wenn ich mich gut kann erinnern, auf 4,5 Millionen Euro. Das ist ja nicht viel, 4,5 Millionen Euro an einem großen Staatsbudget von 12 Milliarden. Mir das ist aber terribel viel für Leute, und der Teil von Martin Hansen, die von der Kapitalverzinsung mit der Betrugszeit gerade mal 20.000 Euro verdienen oder 1600 Euro den Monat. Aber wenn ich dann die Taxen, die hier neu angefordert sind, umrechnen, ob Vollzeitbeschäftigte an der Landwirtschaft, kommen ich auf 2222 Euro auf den Kap, die hier müssen mehr bezahlen. Das ist ein Einkommensverlust, wenn man diese Kapitalverzinsung mit einer Betrugszeit von über 10%. Wir in hier am Land geben einen Einkommensverlust von über 10% erkaufen. Kein Mensch. Als Bauern sind weit weg von einem fairen Abkommens für hierher erbischt. Den Herr Büttel hat an seiner Deklaration zur Ländlichen Nation gemeint, wir wären richtigen Weg. Und dazu sollten Bauern, ich zitiere den Editorial vom 8. Mai aus dem Lützeburger Bauer, für die Landwirtschaft ist das jedenfalls nicht der richtige Weg. Wenn ihr anstatt Stärkung und Ausbau ihres Produktionspotenzials immer mehr Auflagen und Restriktionen aufgebürdet werden, ihr mit einem Federstrich Stützungsgelder gestrichen und Zusatzkosten auferlegt werden. Wenn sie darüber hinaus anstatt verstärkter Anerkennung und Respekt von Seiten der Regierung sehr oft und sehr schnell unberechtigterweise mit Schuldzuweisungen überhäuft wird. Dazu Bauern selber zu dieser Regierungspolitik. Meine zweite Konklusion ist also, dass neben Respekt und Anerkennung auch ein faires Abkommen an der Landwirtschaft muss gesichert sein. Ein Teil davon sind die administrativ Abklären, mit denen die Landwirtschaft zu kämpfen wird. Sie kommen hier schon zur Spruch. Fakt ist, heute steht ein Bauer oft mit engem Fuß am Büro und mit dem anderen Fuß am Prison, anstatt im Feld. Ich erinnere zum Beispiel, und das habe ich schon nur gesperrt, über das Gesetz über phytosanitär Produkte, die Majorität hier gestimmt hat, wo 9 verschiedene Kontrollen durch 9 verschiedene Instanzen möglich gemacht sind, inklusive Hausdurchsuchung nur, weil all die Leute von all den Stellen Hundestatut von einem Offizier der Police Judiciaire. Administrativprobleme bei Aussiedlungshäfen wurden angesperrt. Wir hören, dass ziemlich arbiträrement dezidiert wird, was für eine Art von Dieren meritieren, ob sie daran nicht abgepasst wird oder was für eine nicht. Bei was für einer Art von Haltung darf oder soll ein Haus gebaut gehen, aber bei was für einer nicht. Der Kollege Cox hat mit Fug errecht, über dergerechte Dierenhaltung geschwärzt, aber wie wichtig das ist. Artgerechte Dierenhaltung ist ganz oft eine Freilandhaltung.
A grad eng Freilandhaltung bedingt, dat ein Zichter bei seine Beischten ass. Und Herr Minister folgen konkret froh. Wat as aktuellement bas legal fir so zu diskriminieren tschend Äte vun Dieren? Wie ein Entscheid haut, ob die Präsenz vom Zichter nedig ist oder nicht. Als das das Umweltministerium oder als das Ehrenministerium an dofinalem Veterinärsinspektion? Oder als das Umweltministerium kompetent, da war ja auf der Basis gin so frohen tranchiert. Zwei weitere Beispiele, wie Bauern benodeligt an ihre Rechte violiert geben, will ich hier kurz ausschneiden. Es gibt die neue Greening-Vorgabe. Viel von euch wissen nicht, was Greening ist. Schon ein Kalzunken nach Verkodenger Firmisplädieren über Roofing. Und ganz am Schluss sollte der Richter, was ist denn eigentlich Roofing? Und wir müssen zugehen, dass man eigentlich auch nicht genau wissen, weil irgendetwas zwischen dem Belag oben der an der Isolation. Bon, der Greening, das ist eine relativ komplizierte, bürokratische Geschichte, wo mit Faktoren geschafft wird, für ein fruchtvolles wer das. Jedenfalls hat Herr Hogan, das ein Agrarkommissär aus Irland, ein EU-Agrarkommissär, die selber Bauer ist und dafür ein bisschen etwas mehr davon kennt, hat die Länder die Möglichkeit gegeben, für 2015 den Abgabetermin für Flächenanträge ausnahmsweise vom 15. Mai auf den 15. Juni zu verlängern, weil eben alles durch die Änderungen viel mehr kompliziert ging. 15 Länder. 15 Länder hun Haifuner Gebrauch gemerkt, an Haifir opdeiert an ihren Bauern Domaden Emond Luft verschärft. Das war Belgien, Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Themesland vom Kommissär Italien, Kroatien, Malta, Holland, Österreich, Polen, Rumänien, Spanien und Tschechien. Aber wir fehlt auf der Luft Lützeburg. Und dafür bin ich froh und den Landwirtschaftsminister für Wert dir nicht optiert für die Verlängerung von der Abgabefrist. Zweitens, hun alles Betriebe fertiggebracht, trotz den Änderungen hier Anträge zur Zeit anzureichen, aber nicht mit wie viel Kürzungen müssen die betroffenen Betriebe rechnen als Sanktion. Ich will doch schwätzen über Eigentumsrechte. Da ist auch eine Sache, mit der sukzessiv Ministerien Probleme haben. Biotopsausweisungen sind extrem richtig und wichtig. Sie sollen geschehen. Die Biotopkartierung, so wie sie geschieht, ist aber bürokratisch auf von oben rauf geschieht. Am dem man lädt, ich kann dem Gusti Gras nicht recht geben, wenn sieht man, da war Versammlungen im Terrain, also war das am Dialog. Gleichzeitig seht ihr, es sind 130 Reklamationen rausgekommen. Ich meine, wenn ich am Dialog mit Leuten etwas gucke, dann habe ich keine 130 Reklamationen hier am Land. Wir mussten uns bewusst sein, und das ganz richtig gesagt von verschiedenen Leuten, dass wir nicht zum Nulltarif den Biotopschutz kriegen, den wir ausstreben. Das Land gehört Leid, aber an Oplehre gemerkt, bringt das man ein Rendement, und dann ist das Land man ein Wert, und das muss kompensiert gehen. Und heute habe ich auch nach vorne und Landwirtschaftsminister 2019 soll eine neue Feldbegehung stattfinden, wenn ich richtig informiert bin. Wie die Biotopkartierung gemerkt ist, gibt es eine Basis legal, dass Funktionäre ohne Firmenmeldung, respektive Autorisation von einem Grundeigentümer, respektive dem seine Pächter, überhaupt der für Ländereien betreten und do Bestandsabnahmen oder Mosungen können vorholen. Wann es die Basis legal soll gehen, gibt dann nicht zumindest mal den Anstand verlangen, die Betroffenen am Vorfeld zu informieren. Aber wäre nicht überhaupt besser, sie geben angeludig in Deal zu holen und geben in des Lieux kontradiktoire machen, geben zusammen gucken, am Dialog das festlegen. Und dafür und allem, wie dat man ja wissen, dass durch Oplären, die kommen, der Rendement raufgeht und noch der Wert für den Proprietär raufgeht, gedenkt der Verlust von Rendement dem Pächter an der Verlust von Wert dem Proprietär gerecht zu ersetzen. Aber wenn wir bei Frohen an Bürokratie überfluss sind, zu gleicher Zeit goufen hier am Land zwei wichtige Projekte für die Landwirtschaft angestoßen. Das eine als eine Fabrik zu Perl, an der andere das Site zu Kolmarbirch. Sie goufen Matteneen lanciert. Zu Perl wird schon lange produziert, zu Kolmarbirch werden wir noch kein Grundstehlegung. Das ist auch eine Art von Nation Branding.
Mg froh und der Landwirtschaftsminister, wo ass de Projekt run, ass du entretemps eng Autorisaun kommen, wenn wir wüsse, wie wichtig dat denn ass fir d Landwirtschaft. Ich wollte einfach mit engem Wort op die Innovativ-Ideen agoen, die speziell auch vom Kollege Cox genannt gesehen, an die ich zum Teil ganz gut fand. Wie wann man will innovativ se wat Mämer net am Land sächen, die an nopisch Regionen mat ganz großem Succès praktiziert gin. Ich hole ein Beispiel heraus, dat as den Enclos agricole fir Wilddeieren an engem Enclos agricole ziechten. Dat das an der Belsch direkt op der Grenz ohne Problem méiglich, muss immer kein Autorisaun ufroen, eng einfach Deklaration geht durch, dat as eng Simplifikation administrativer. Für allem erlaubt so eng Erd vun Haltung. Deiere gerecht, erdgerecht zu halen, sie erlaubt extensiv Flächen zu benutzen, an sie produziert extrem heichwertig Fleisch, was auch entsprechend gute Preis bringt für den Ziechter. Ein anderes Beispiel als Hofschlachtung. Ich weiß, dass du ganz viele EU-Reglemente sind. Wir holen als Lützburg die Faschös-Tendenz, für die immer zu implementieren und immer zu kontrollieren. Das ist doch ein Fakt, dass es dem Ziechter Haut nicht mehr möglich ist, für daheim zu schluchten, aus dem einfachen Grund, dass man all die Normen muss anhellen für Hofschlachtung, kostet so teuer, dass das, was man mehr kriegt für sein Fleisch durch eine Direktvermarktung, schon ist vorderst durch die Investitionen, die muss leisten. Können wir hier nicht etwas ändern. Da wollte ich letztes zum TTIP, das Gespräch von Agrarpreisen vom Weltmarkt. Ich denke persönlich, dass ein gut sei, dass Freihandel Betriebe gibt, auch für Bauern, auch für landwirtschaftliche Produkte. Aber natürlich, ich meine, da sind wir als wahrscheinlich alle Guten eins, müssen als hohe Standards für Sicherheit, für Umweltverträglichkeit, für Konsumentenschutz, für Tierschutz, auch für Produzenten aus Drittländern gelten. Agrarlandwirtschaftliche Produkte, und das ist so eine Angst, die da ist und die berechtigt ist, der nicht zu dem, wie wir die Engländer Bargain-Chip nennen, zum Spielball, zur Quantität negligible an denen Verhandlungen. Herr Gras, die hat gemeint, die wird reicht seit 18 Monaten Pouvoir. Ich will schließen damit, dass ich so, dass ich des Eindrucks mich nicht kann erwehren, wie wir Bauern am Moment nicht so froh wären, mit einem Minister, den sie so gerne erzählen, auf den Kurs durchstellt, und dass viel von ihnen envisagieren, ein Mandat zu entziehen.